Bin ich als Sterbebegleiterin Anwältin vom Leben? Ja. Ja, das bin ich wirklich. Ich versuche immer, gut zu hören, hat der Mensch eine Lebensqualität, was erzählt er mir? Und wenn er mir noch erzählt, was er noch Freude hat an Sachen, dann bestärke ich ihn in dem, dass er die guten Sachen im Leben geniessen soll. Und ich bin da für ihn, wenn dann wirklich der Moment da ist, wo er nicht mehr mag. Im Zusammenhang mit Sterbebegleitungen kursieren manchmal die komischsten Vorstellungen. Also, dass es einen Todeskampf gibt wie in einem amerikanischen Gefängnis oder dass die Leute nackt irgendwo am Boden liegen. Das ist alles Humbug. Die legen sich so an, wie sie sich wohlfühlen. Die meisten sagen dann, «Oh, jetzt kommt's!» und haben wie ein Lächeln auf dem Gesicht und schlafen einfach ein. Sterbebegleiter sind überhaupt keine Mörder, wir sind nicht aktiv. Wir sind eigentlich der Überbringer vom Mittel. Und letztlich muss die Person das Mittel selber trinken oder den Infusionshahn selber aufmachen. Sterbebegleitungen verursachen mit Sicherheit nicht mehr Selbstmord verursachen. Und wenn man die 100% Sterberate nimmt von der Schweizer Bevölkerung, dann ist Tod mit Sterbebegleitung in den 0,6%. Um diesen Job zu machen, muss man sehr gefühlvoll sein, man muss empathisch sein, aber man darf sich nicht verlieren. Also, wenn es einem nicht gut geht, dann muss man den Mut haben, zu sagen, so, jetzt mache ich eine Pause, weil dann wird man dem Sterbenden nicht mehr gerecht. Ich habe Menschen gern und ich finde es ganz schön, wenn ich an so einem wirklich verzweifelten, leidenden Mensch kann helfen, einen Weg zu gehen, der für ihn verträglich ist und wo er für sich eine Lösung finden kann. Mir ist es persönlich sehr wichtig, den jungen Menschen vor allem zu sagen, wenn irgendwann die Eltern oder Grosseltern mit dem Sterbewunsch vielleicht kommen, dass ihr euch nicht gerade verschliessen, sondern auch versucht, euch in die Lage zu versetzen von dem Menschen, der jetzt mit dem Wunsch an euch herankommt.